Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ab diesem Moment muss ich mich leider Gottes entschuldigen und euch erklären, das hier ist ein Re-Upload. Denn ich wurde Opfer eines Epic Fails. Ja, ich hatte einige Dinge in der Nacherzählung des Spiels chronologisch durcheinander gebracht, hab's abgeloadet. Wisst ihr, ich habe das Ganze halt in einer Kneipe verfolgt. Und naja, wenn du das halt in der Kneipe verfolgst, wo du auch noch ein Video drehst, ja, das kommt irgendwann mal auch auf diesen Kanal. Ja, da hast du halt nicht so viel Zeit, dich auf das kommende Video vorzubereiten. YouTube ist undankbar, wenn du nicht mindestens zweimal die Woche was uploadest, dann verschwindet dein Kanal im Nirvana. Ja, und aufgrund dessen seht ihr einen Re-Upload von mir. Ich entschuldige mich wirklich. Und den Rest hört ihr dann später. Der FC gewinnt mit 2:1 in Paderborn und übernimmt damit wieder die Tabellenführung. Es war ein Spiel mit einigen Wendungen, ein paar Überraschungen und einem klaren Ausgang. Ich nehme euch mal kurz ein bisschen mit durch den Spielverlauf, so wie ich es wahrgenommen habe. In den ersten Minuten sah es gar nicht gut aus. Nach einem Handspiel von Schwäbe gab es direkt Elfmeter für Paderborn. Obermeier tritt an und Schwäbe pariert. Stark reagiert nach eigenem Fehler. Trotzdem in der 34. Minute geht Paderborn in Führung. Melem trifft verdient zu dem Zeitpunkt. Aber unser FC kommt zurück. Kurz vor der Pause zieht Rondic einfach mal ab. Der Ball wird abgefälscht, geht rein und zählt offiziell als sein erstes Tor für den FC. 1:1 zur Halbzeit. Ja, nach der Pause wird's besser. In der 61. Minute ist Hüseyin Bashic zur Stelle und macht das 2:1. Vorlage von Waldschmidt. Danach hatte der FC das Spiel mehr oder weniger im Griff. In der Schlussphase bringt Struber nochmal frische Leute. Unter anderem kommt Steffen Tigges. Naja, ich habe gesagt, ich werde den jetzt nicht kritisieren an der Stelle. Hatte ich im ersten Upload gemacht. Kann ich jetzt nicht bringen. Jedenfalls hat aber wenig gebracht. Özkan feiert in der Nachspielzeit sein Debüt. Ausgerechnet an seinem Geburtstag. Ein schöner Moment. Und Schwäbe, der hält uns das Ding fest. Ohne ihn hätte das auch anders ausgehen können. Jedenfalls, der FC gewinnt ein schwieriges Auswärtsspiel, zeigt Moral und ist wieder Tabellenführer. Kein brillanter Auftritt, aber effektiv. Hüseyin Bashic trifft, Rondic wird belohnt, Schwäbe ist zur Stelle, das zählt. Und der Rest? Ja, den besprechen wir in den nächsten Tagen. Aber ganz ehrlich, liebe Freunde, ich denke da gerade über etwas nach. Ich finde, ich mache das nicht gut mit den Analysen und mit den. Das sind eigentlich keine Analysen, aber manche denken, das wären welche. Aber mit meinen Spieltagsbesprechungen und so weiter. Das Problem ist, ich habe nicht Material für die Videos, die mir wirklich mehr Spaß machen. Aber andererseits, wenn ich nicht, wir müssen verstehen, YouTube funktioniert so, du musst mindestens einmal die Woche was uploaden. Manche meiner Kumpels sagen so, du musst eigentlich mehrmals in der Woche, damit was aus dem Kanal wird. Das fühle ich aber nicht. Ich habe dafür sowas keine Zeit und ich werde nicht auf Krampf Videos machen. Das hier habe ich jetzt auch nochmal auf Krampf aufgenommen. Aber YouTube ist undankbar. Wenn du was mit YouTube erreichen willst oder nicht willst, dass der Kanal untergeht oder die Leute sagen, boah, der ist inaktiv, ich deabonniere, dann musst du mindestens einmal die Woche was hochladen. Und nun ja, es läuft in letzter Zeit bei mir nicht so gut vom Zeitmanagement her. Auch heute das ist der einzige Tag an diesem Wochenende, wo ich wirklich ein bisschen zur Ruhe kam. Aber trotzdem bin ich mehr oder weniger verpflichtet, noch ein Video aufzunehmen. Ja, und deswegen, ich wollte euch mal fragen, lasst in den Kommentaren da. Soll ich nur noch einmal die Woche ein Video machen, wenn es um Spieltage geht? Nur noch eine Reaction? Kein Gedanken vor dem Spiel? Das würde aber dann auch bedeuten, dass es keinen Geißel oder Bock mehr gibt, ne? Kein Spieltagstipp. Ich bin da wirklich einer, der geht hart mit sich selber ins Gericht, weil ich kann es ja auch nicht wagen, Spieler zu kritisieren, wenn ich selber so eine Scheiße baue. Beim Reupload habe ich einige Sachen chronologisch durcheinander gebracht, einige Spielereignisse. Das liegt halt da, ich war halt gestern besoffen. Ja, ich war besoffen. Und ich habe mich viel zuquatschen lassen. Und ich habe halt in der Kneipe auch ein Projekt aufgenommen. Das kommt irgendwann im Sommer raus. Und ja, ich war da halt beschäftigt. Ich war damit beschäftigt. Da hat viel Überwindung gekostet, weil wirklich viele Menschen in dieser Kneipe waren, die diese Aufnahme mitverfolgt haben. Und nun ja, ich wirke manchmal vielleicht ein bisschen extrovertiert, ist aber gar nicht der Fall. Ich bin so mehr so ambivalent, was das angeht. Also ich bin so ein Mittelding. Ne?
So, ich gehe mehr so ein bisschen auf, wenn ich hier allein vor der Cam hocke, und ich war gestern wirklich mega nervös und das hat auch noch eine Rolle gespielt, dass ich einfach nach Hause kam und mich nicht nochmal hingesetzt habe vor die Cam. Ich war wirklich gestern kaputt, und das ist keine Entschuldigung, es ist aber eine Rechtfertigung. Und deswegen, ich gehe hart ins Gericht mit mir und mit diesem Kanal. Ich sage aber ganz ehrlich, nicht jedes Spieltagsvideo macht mir Spaß, nicht immer habe ich Bock, aber nur so bleibt der Kanal, sagen wir mal, auf der Startseite bei dem einen oder anderen. Und deswegen, ich hadere damit. Ich habe zwar jetzt doch nicht wegen einigen anderen Videos, die ich noch ja, die ich noch gerne produzieren würde. Wenigstens produziere ich noch die. Hab schon mal geliebäugelt, den Kanal einzustellen nach der Saison. Aber nun ja, Fakt ist, nach der Saison kommt er auf den Prüfstand. Ja, es ist halt ein bisschen auch ein Real Talk an der Stelle. Ich hatte auch nie vor, einen eigenen Kanal zu führen, weil ich auch immer der Meinung war, ich brauche schon Leute, die mir ein bisschen Rücken frei halten. Hatte ich mal, aber dann wurde ich mehr oder weniger aufs Abstellgleis verfrachtet. Wurde immer mehr in den Hintergrund gerückt. Auf einmal hieß es mehr oder weniger, ab jetzt bist du nur noch einmal im Monat vor der Cam, und ich habe das halt geliebt, zu entertainen, möglichst zu entertainen. Das wurde mir genommen. Und dann entschloss ich mich, diesen Kanal zu gründen. Mehr Details möchte ich euch deshalb nicht offenbaren. Fakt ist, wenn du irgendwann mal den Spruch um die Ohren gehauen bekommst, denk ja nicht, du bist der Geilste. Es gibt da draußen Leute, die schreiben mir, dass sie sich eben nicht so geil finden. Ja, dann denkst du, dann suche ich mir halt mein eigenes Publikum. Wer mich von dem anderen Format kennt, dessen Namen ich nicht erwähne, der kennt die Geschichte. Deswegen, ich schäme mich wirklich für den letzten Upload. Tut mir leid für jeden, der es gesehen hat. Wie gesagt, nach der Saison wird dieser Kanal auf den Prüfstand gebracht. Ich habe auch ehrlich gesagt Interesse daran, auch ein paar eigene Sachen noch zu machen. Bin auch ein ziemlicher Film-Nerd. Vielleicht mache ich noch einen Zweitkanal auf für Filmkritiken oder generell Nerd-Sachen, aber es gibt da draußen zu viele, die diese Nische bedienen. Ja, ich gehe da hart ins Gericht mit mir. Deswegen werdet ihr jetzt auch keine Einblendung von mir sehen, dass ich euch darum bitte, ein Abo dazulassen. Das habe ich nach dieser Aktion von heute nicht verdient. Vielleicht beim nächsten Video, wenn es ordentlich wird. Das war's auch an der Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Wir hören uns auf Wiedersehen.